Gestern bitt mir meine Frau, in den Supermarkt zu gehen und ein Pfund Brot sowie eine Tüte Milch zu holen. Da der Supermarkt gleich ums Eck liegt, erreiche ich den in kürzester Zeit. Es war 5 Uhr am späten Nachmittag, als ich den großen Lohn betritt. Ich grüße die Kassiererin mit einem freundlichen Kopfnicker und begebe mich ohne Umschweife zum Brotregal. Ein junger Mann, den ich noch nie vorher in unserem Supermarkt gesehen habe, steht breitbeinig und scheinbar unschlüssig vor meinem Brotregal. Nicht, dass mich das stören darf. Nein. Es war vielmehr die Art und Weise, in der er vor dem Regal steht. Seine Körperhaltung hat etwas Gewalttätiges und Provozierendes an sich. Wie hypnotisiert steht er vor die Brottüten. Ab und zu streckt er seine rechte Hand aus, holt ein Brot aus dem Regal, nur um das gleich wieder zurückzulegen. Da ich von Natur aus ein geduldiger Mensch war, warte ich höflich 10 Sekunden. Sie brauchen die Brotscheiben nicht sehen, sage ich. Es klang, wenn Sie das Gewicht, das auf der Tüte abgedruckt ist, prüfen. Das sitzt. Er zuckt wie unterm Peitschenhieb zusammen. Dann knurrt er irgendwas. Das sie wie kümmert die um den eigenen Scheißdreck anhört und vertieft sie wieder in die Brotlektüre. So war das also. Der so Streit. Na den soll er haben. Das war der noch schöner gewesen. Zuerst in mein Territorium eindringen und dann noch beleidigend werden. So etwas kann ich und darf ich meinen Supermarkt nicht dulden. Endlich hat er gefunden, was er sucht. Er nimmt die letzten 30 Tüten Brot sowie alle 100 Semmeln und verfrachtet alles in seinen Einkaufswagen. Ungläubig schaue ich auf das leere Brotregal. Er hat mir noch nicht mehr Semmelbresel übrig gelassen. Ich versuche ruhig zu bleiben, aber ohne Erfolg. Panik erwischt mich. Was, wenn er den gleichen hinterhältigen Trick mit der Milch versucht? Ich drehe mich auf dem Absatz um und laufe im Kühlfach. Meine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Jetzt packt der Typ die Milchtüten in seinen Einkaufswagen. Ich hätte mich in den Arsch beißen können, vor Wut. Das war's. Das schlagt den Fassel den so oft zitierten Bon aus. Der gescheite Hund hat mir den Krieg erklärt. Somit muss er auch die Konsequenzen tragen. Ich renn zum Eingang zurück und hole meinen Einkaufswagen. Und dann laufe ich im Laufschritt zur Getränkeabteilung. Während der Feind immer noch mit den wehrlosen Milchprodukten beschäftigt war, la ich schnell das komplette Getränkeregal. Dann wende ich mir der Schokolade und die Waffeln zu. Ich muss schnell handeln, wenn ich den Typen besiegen möchte. Ich gebe mir gar nicht die Mühe, die Produkte einzeln in den Wagen zu legen. Nein, ich benutze eigens für den Notfall von mir erfundene Taktik. Ich stehe den Einkaufswagen direkt unter das betreffende Regal und schiebe die Ware mit den ausgestreckten Armen in den Wagen. Auf die Art und Weise hinterlasse ich dem Feind nichts. Übrigens, Feind, ich schaue gerade zu meinem Todfeind um mich. Er hat jetzt 2 volle Einkaufswagen neben sich stehen. Aha, er beginnt jetzt also schwere Geschütze aufzufahren. Was der kann ich schon lang. Ich entreiße einer alten Frau ihren notleeren Einkaufswagen. Der Wagen ist beschlagnahmt. Holt einen anderen, schreit die Frau an. Ich sehe, wie es verschreckt zusammenzuckt. Da kann ich einfach keine Rücksicht nehmen. Da geht es um mehr als um eine alte Frau. Da geht es um den ganzen Supermarkt. Ach, was rede ich? Da geht es um die ganze Nachbarschaft. So wie ich den Typen einschätze, dass der nach der gewalttätigen Übernahme vom Supermarkt nicht Halt machen, sondern versuche sie an der ganzen Nachbarschaft zu vergreifen. Ich muss ihm heute die Grenzen aufzeigen. Die Zeit ist knapp. Es war kurz vor Ladenschluss. Im Eiltempo und ohne anzuhalten beförderte Hunderte von Dosen, Backel, Reuner, Tüten, Würstel und was man sonst noch alles in den Tank kommt, in den beschlagnahmten Einkaufswagen. Plötzlich sehe ich, wie der Feind seine 2 Einkaufswagen seelenruhig in Richtung Kasse schiebt. Der plötzlichen Druckbewegung muss ich zuvorkommen. Ich heb noch den letzten 50 Kilo Kartoffelsack in den Wagen und laufe wie Bläder mit meinen 4 Einkaufswagen auf die Kasse zu. Geschafft! Ich war noch vor ihm an der Kasse. Das Bladel hat sich verdientermaßen zu meinen Gunsten draht. Doch hoppla, was war denn das? Mein militärisch geschulter Blick fällt auf die Ware neben dem Bundle. Mit einem überraschenden Angriff kann ich noch 50 Videokassetten, 100 Batterien, 20 Rasiermesser sowie 200 Zigarettenschachteln sicherstellen. Ich höre, wie der Feind hinter mir resigniert die Luft durch die Nase einzieht. Ich hab gewonnen. Der Krieg war vorbei. Mit seinen 2 mickrigen Einkaufswagen hat er gegen mich keine Chance gehabt. Überglücklich stelle ich einen Scheck über 5.255 € und 70 Cent aus. Der Schaden war verhältnismäßig klar im Vergleich zu der Gefahr,
die den Supermarkt und der gesamten Nachbarschaft gedroht hätte. Ich fühle mich als Held, als Retter. Mit stolzer Brust und schadenfreudigem Lächeln stieg ich das Scheckheft wieder ein, als sie die Kassiererin an mich wendet. Herr Meier, der wir Ihnen unseren neuen Mitarbeiter vorstellen, das ist der Herr Schulze. Der Feind nickt mir ungeniert zu und streckt mir sogar unverfroren sein Händchen entgegen. Seine Unverschämtheit kennt keine Grenzen. Er spricht mich sogar an. Wie Sie sehen, müssen wir leider die ganzen Teigwaren und Milchprodukte heute aussortieren. Da das Gesundheitsamt. Den Rest vom Satz hör ich schon gar nicht mehr. Ich wach erst wieder im Krankenhaus auf. Meine Frau sitzt besorgt neben meinem Bett. Wie als große Empfehlung her ich sie fragen, und wo ist das Brot und die Milch? Servus.